Vamos, vamos, mi amor. Ciao, ihr wunderschönen Menschen. Willkommen bei einem neuen Modern Warfare 2 Match. Ich freue mich so, das Spiel ist so schön. Hab die falsche Klasse gewählt, macht nix. Kann ja nochmal zur Wahl gehen, bin ja schon 18. Ich bin schnell, das ist gut. Und wir haben ja die Mini-OC und die Spaß, aber das ist völlig egal. Das macht auch so Spaß, ohne die Namen zu wissen. Oh, mein Gott, hey, ja, ist doch logisch. Und wie im letzten Video schon angesprochen, heute will ich mal ein Stück drüber sprechen, über ältere Spiele, wie zum Beispiel hier das Spiel Modern Warfare 2 und ganz andere Spiele, also Black Ops 2 und den Wandel darin. Ach, fick dich doch, oder hey? Meine Fresse, ja. Weil es ist einfach schade, wenn ich sehe, dass Spiele verschwinden von der Bildfläche, von der Spielfläche eher gesagt, ja. Oh! Und das ist halt so bei MW2, es spielen nur noch 5000 Leute, jetzt spielen es gerade 5000, es ist Sonntag fucking morgen, da müssen mindestens 50.000 spielen, ja, also das Spiel ist so brillant, das dürfen nicht einfach wenige spielen, das ist ja scheiße, wenn es wenige, dann macht es ja keinen Spaß, wenn es wenige spielen, hahaha, gearscht, oder auch nicht. Also, das kann doch nicht sein, dass so ein brillantes Spiel nur von 5000 Leuten am Sonntagmorgen, wo jeder Zeit hat, gespielt wird. Also es werden noch mehr wahrscheinlich jetzt im Verlauf des Tages. Gegen Abend werden es immer die meisten Spieler, aber ist ja wurscht, ne? Oh, fick dich. Ich hab halt einfach früher, da war alles anders, ey. Früher war alles besser. Da spielten noch 50.000 Menschen das Spiel hier und da gab es für jeden Modi mindestens immer 15 Matches, mindestens, ja, wenn gerade wenig los war. Also man fand früher immer eine Karte, ach jetzt verdrücke ich mich schön, selber geblendet. Und das war nicht so, jetzt musst du irgendwie, es gibt voll den Fehler, jetzt musst du warten, jetzt musst du dann ewig warten, bis du ein Match findest. Das ist auch scheiße gemacht und haben sie irgendwas geändert jetzt, dass man wieder ein Match findet, aber man findet einfach weniger Matches, also einfach, es dauert länger. Und das ist scheiße. Und die Karten waren hier auch besser. Hallo? Schaut doch mal bitte eine Black Ops, schaut euch doch mal bitte eine Black Ops, eine MW3-Karte an. Kacke, ja. MW2 hier wunderbar, Estate House, da oben kämpfen, da unten kämpfen, hier verteidigen. Passt, ne? Aber hier irgendwie die Scheiße mit Glump oder so, also das ist ja was ganz anderes. Also, ich sehe nicht ein, dass einfach die Spieler immer überlaufen, alles in Überläufe. Also, ja gut, wem es gefällt, der soll es spielen, wem es nicht gefällt, der soll es nicht spielen, ja. Aber bloß weil ein neues Spiel rauskommt, muss man nicht die alten vergessen. Und das vergessen meistens die Leute, dass halt einfach die meisten alten Spieler nicht vergessen sollten. Ich habe mir vor Battlefield 3 nochmal intensiv Black Ops, ja, Arschloch, Bad Company, Bad Company, doch, stimmt schon, Bad Company 2 angeschaut. Weil es halt einfach brillant war. Ich fand es halt super, Schier, Holzkasten. Ich fand es halt einfach super, das Spiel. Ja, tot, schön, gut. Ja, genau. Also muss ich sagen, Bad Company 2 war schon eine Meisterklasse für sich. Das war schon ein geiles Spiel. Oh, der hatte noch weniger Munition da. Toll, jetzt bin ich tot. Ja, 10-10, scheiße. Also, ich weiß nicht, ich werde mir auch auf jeden Fall vor Black Ops 2 Release nochmal irgendwie die älteren Spiele, also MW1 antun, World at War auf jeden Fall. World at War finde ich brillant, habe ich geliebt auf der PS3 und ich fand es auch auf dem PC gut. Ich fand es da bloß cool, auf der PS3 ist einfach schon das Feeling, ich weiß nicht, also das ist für mich so ein klassisches, ja, ist das ein Gegner? Ach, das ist ein Gegner, schade. Das ist für mich ein klassisches Konsolenspiel. Ja, World at War. Oder zum Beispiel, ich weiß nicht, mir macht auf Konsole zocken irgendwie manchmal mehr Spaß. Also ich zock gerne Konsole, ich zock saugern Xbox und ich zock gerne PS3. Das hat nachgelassen irgendwie jetzt, weil ich halt jetzt eine Xbox habe wahrscheinlich. Ja, seit länger, aber egal. Oh fuck you, wo gehst du denn hin? Oh, ja. Ich weiß nicht, also ich finde das schon irgendwie cooler, also ja, PC ist super, aber dann irgendwie, also normalerweise ist es so, PC hockst an einem Stuhl, am Schreibtisch oder irgendwo und dann zockst du und dann hockst halt so da gerade und ja, ist halt
ist nicht unangenehm, ist nicht unangenehm, ist aber auch nicht angenehm. Also relaxen kannst du auch nicht so viel. Wenn du nicht gerade einen Stuhl hast, der, weiß ich nicht, wie viel kostet und dann einfach bequem ist. Auf der Konsole, hey, da flachst dich auf da, also da schmeißt dich auf deine Couch hin und dann chillst du mal eine Runde und bist da schön entspannt und kannst chillen und das ist cool. Und einfach herrlich schön basta, ja. Hockst mit deinem Controller da, WLAN, natürlich WLAN-Controller, hockst dann da und schaust auf deinen Fernseher, auf deinen riesigen Fernseher. Das ist einfach schön. Also mir gefällt das fast besser, obwohl ich halt auch PC so zock, wie ich halt Konsole zock. Ja, toll, Film, Arschloch. Weil ich zock ja immer auf meiner Couch. Das ist bequemer daran. Weil ich cool bin. Ach, das ist ein Gegner hier. Oh, Gottes Willen, hey. Ich denke, oh, mein Freund hier, ne. Und so, aber dann war es ein Gegner. Schön WLAN-Tastatur, WLAN-Maus. Auch eine billige Klump Logitech WLAN-Scheiße habe ich hier angesteckt. Passt. Reicht aus für alles. Ja, was will ich noch bitte mehr? Das reicht doch schon, hey. Ich will doch keine hochwertige 100 Euro WLAN-Scheiße hier. 20 Euro, pum, passt. Ja. Eingesteckt USB-Slot. Wunderbar, schöne, fertige Sache. Hockst dich auf dein Sofa hin. Ich liege gerade zwar nicht, aber meistens liege ich, wenn ich normal zocke. Wenn ich nicht aufnehme, dann liege ich. Das ist super entspannt, hey. Das fehlt mir halt einfach bei so einem Stuhl. Ich habe noch meinen Bildschirm, aber ich weiß nicht, wofür ich meinen Bildschirm benutze. Ich könnte den benutzen irgendwie. Konsole anschließen, das wäre geil. Das mache ich mal. Das ist eine lustige Idee. Ja, das ist lustig. Das mache ich. Auf jeden Fall. Finde ich, dass die alten Spiele immer in Vergessenheit geraten. Leider, auch wenn sie alt sind. Also älter einfach bloß. Und das ist halt scheiße. Und ich finde es auch schade, dass unsere Kinder, oder meine Kinder, wenn ich eins haben, wenn ich meins haben werde, dann, dass das halt einfach nicht die geilen Spiele kennt. Wie zum Beispiel, ach, da hinten ist ein Gegner. Ja, also mein Kind wird wahrscheinlich nicht MW2 spielen. Also nicht spielen wollen. Ich würde sagen, wenn mein Kind sowas zocken will, Ego-Shooter, dann soll's das. Natürlich nicht mit 5 Jahren oder so, aber ab einem gewissen Alter finde ich das schon in Ordnung. Also jetzt nicht irgendwie 10 oder so. Ich hoffe, das wird noch normal aufwachsen, weil in der heutigen Zeit ist es so, oh, ich bin 5 Jahre, ich habe ein iPod oder so ein Scheißdreck. Also braucht man nicht. Früher war das besser, wir hatten halt, ja, ganz früher hatten wir halt Steine und Spielplatz. Früher in meiner Kindheit hat man, das Geilste war da der Gameboy. Der graue Gameboy, das riesige Kastending noch, das war geil. Mit Tetris, einem Spiel, hat gereicht. Saugeil, ja. Also bis zum nächsten Mal, bleibt so schön. Das war euer Peter und wir sehen uns später. Bleibt so schön. Ach, ich habe schon gesagt, ist ja egal. Bis gleich.